Lass uns lieber über was anderes. Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. So, jetzt sind wir schon hier im alten Lager. Und das Interessante an der Sache ist, bisher habe ich jetzt schon 3 Rückmeldungen gekriegt, dass ich mich im alten Lager anschließen soll. Und dann würde für mich eigentlich auch nur in Frage kommen, Magier zu werden. Je nachdem, wie ihr weiter kommentiert, wird sich das noch weiter rausstellen, ob ich wirklich ins alte Lager hier gehe oder ob ich als Krieger ins neue Lager gehe. Reden wir doch mal mit einer Hansel hier. Was? Nee, das ist alles nur das dumme Zeichen, was so standardmäßig ist. Für nur, hi, was willst du? Okay. Ist ja gut. Ich will ein Schatten werden. Ich will ein Schatten werden. So, hast du schon mit Diego geredet? Ne. Bis jetzt noch nicht. Dann mach das. Du findest ihn am Eingang der Burg. Okay, alles klar. Solange ich damit nichts zu tun habe. Dann lassen wir die mal ihre Standardgespräche führen. Das sind alles nur Standard-Leute. Hier haben wir Schatten. Hier haben wir Diego tatsächlich. Und hier ist ein Grimm. Okay. Der hat jetzt auch nichts mit dem Vieh aus Harry Potter zu tun, mit dem Wolf. Ansonsten könnte man in die Hütte reingehen und uns angucken, was die Leute so haben. Aber dazu müssten wir erstmal schleichen können. So, würde ich mal sagen, wir haben hier gespeichert hier an der Stelle. Dann babbeln wir nochmal mit dem Hansel. Hi, ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben dann hier so? Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Was muss ich denn machen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. Ich an deiner Stelle würde mich direkt an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Wenn du meinst. Was ist deine Prüfung? Was ist deine Prüfung des Vertrauens? Das kann ich dir nicht sagen, Mann. Über solche Dinge musst du hier schweigen. Okay, Das ist wirklich gut. nicht mein Problem. Da haben wir mit dem alles besprochen, was möglich ist. Jetzt können wir mal mit Diego labern. Erzähl mir doch mal was über das alte Lager. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der 3 Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist dich Gomez Leuten anzuschließen. Was ist mit der anderen Lager? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten. Alter, der Verräter, um ihren der ganz schwachsinnigen links im Bild Ausbruchsplänen sitzt. nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Ja, das habe ich auch nicht vor, weil das Lager ist wirklich total dämlich. Du kann man nicht mal Guru wäre, also nicht mal sich ihre Magier erschließen. Und wenn ich Templer wäre will, könnte ich genauso gut auch Gardist und Bandit wäre, also oder Söldner. Das ist echt kacke. Von daher, Sumpflager scheidet uns schon mal völlig aus. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du es so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Okay. Wir können Mach's mit gut. ihm jetzt auch nicht besprechen. Alter, der hier, der Schatten, der mit seiner Hakennase, der sieht aus wie so ein waschechter Verräter, der Typ. Okay, dann gucken wir uns aber im alten Lager ein bisschen um und gehen hier mal auf Plünderzug. Wobei hier nachts natürlich
Nachts ist es natürlich nicht so gut, hier in die Häuser reinzustürmen, vor allem wenn ich ja nicht schleichen kann. Ich könnte auf jeden Fall schon mal speichern an der Stelle. Könnt einfach mal probieren, was abgeht, wenn ich hier reingehe. Hey du, Ja, da kommt schon einer. Glück. Kommt schon Ich einer hätte dir auch gerne abgestürmt. die Fresse poliert. Ja, halt die Gosch, du Verräter. So, wie sieht's dann hier aus? Butler und Schatten, die starren einfach mal die Wand an. Okay. Warum auch nicht? Ja, da muss ich erstmals Schleiche lernen. Ich muss gerade mal gucken. Schleichen habe ich wirklich noch nicht gelernt. Also habe ich nicht automatisch drin. Ja genau, Schleichen nein. Okay, ich bräuchte jetzt noch ein bisschen Erz, um ein paar Fähigkeiten zu lernen. Der Butler spielt lauter. Die bleiben anscheinend unter sich, aber ein paar Schatten begeben sich wohl auch noch zu den Butler. Okay. Da haben wir noch Butler. Der Snuff. Der Herr Snuff-Film. Um dem Typ bloß nicht nähern. Das ist der nervigste Typ in ganz Gothic. Boah, Mann. So. Dann gehen wir jetzt aber erstmal zum Koch hier. Zum Snuff-Film-Typ. Ah, wie steht's? Ich kann mir schon denken, weswegen der hierher komme ist. Wenn man gut kochen kann, hat man viele Freunde hier. Willst du etwas von meinem Reiseintopf? Oh jo. Hier, nimm und lass es dir schmecken. Und das Mitte im Du prasselnde könntest Regen. mir einen Gefallen tun. Was kann ich denn für dich tun? Was kann ich für dich tun? Du bist sicher gutes Essen gewöhnt. Ich hab da ein neues Rezept. Fleischschwanzen-Ragout à la Snuff mit Reis und Pilze. Du kannst haben, so viel du willst. Aber ich brauche noch 3 Fleischschwanzen und einige Höllenpilze. 5 müssten reichen. Okay. Findest du, dass ich kotze? Nee, hört sich gut an. Komm. Hört sich gut an. Dann sieh mal zu, dass du die Sachen besorgst. Der letzte, den ich losgeschickt habe, kommt einfach nicht wieder, ist bestimmt zum neuen Lager übergelaufen. Wo finde ich Fleisch? Wo finde ich Fleischschwanzen? Überall da, wo Müll rumliegt. An der Burgmauer gibt es einige verlassene Hütten, da solltest du welche finden. Lass dich von ihrem fiesen Aussehen nicht täuschen. Gekocht sind sie lecker. Wachs. Naja, man frisst ja wahrscheinlich eh, was man kriegen kann. Wo finde ich Höllenpilze? Wenn du aus dem Südtor rausgehst, das ist der umgestürzte Turm, findest du direkt vor dir eine Ebene, auf der Pilze wachsen. Ja, die habe ich alle schon abgeerntet. Wer war der Typ, den du vor mir losgeschickt hast? Sein Name war Neck. Er war ziemlich unzufrieden hier. Ich denke, er ist jetzt im neuen Lager. Ich Hab denk- ihn Pilze suchen geschickt, aber er kam nicht wieder. Ich denke, der ist tot. Das war der Hansel, den wir... naja, den wir da gefunden haben mit dem Halsband des mit der Halskette des toten Gardisten. Okay, was haben wir dann noch hier? Genau, Amulett des toten Gardisten, das wird das hier gewesen sein. Der Name Nick ist auf der Rückseite eingraviert. Höllenpilz haben wir derzeit nur einer. Und ansonsten Wanzefleisch haben wir auf jeden Fall. So, müssen wir nur noch ein paar Höllepilze sammeln. Und ja, Nick ist definitiv tot. Ich sollte irgendwo in so eine Hütte reingehen und mich mal schlafen lecker. So, da ist auch noch so ein Hansel, den ich retten kann. The Fingers. Hi Fingers. Ich will Schatten werden. Ich will Schatten werden. Und Kannst du mal dabei helfen? Kannst du mir dabei helfen? ich wüsste nicht wie. Okay. Du würdest dich zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Kommt drauf an. Wenn du zeigst, dass du als Dieb was gelernt hast, könnten wir dich schon brauchen. Wie soll ich das machen? Lerne ein Diebestalent. Werde geschickter im Schleichen, im Taschendiebstahl oder im Öffnen von Schlössern. Dann werde ich dir meine Stimme geben. Okay, das klingt doch soweit ganz gut. Dann muss ich jetzt nur noch lernen, wie ich hier irgendwo Diebesfähigkeit lernen kann. Okeli. Dann ist hier noch eine Arena. In der könnte ich mich theoretisch auch prügeln, aber naja. Ah, zu der Pfanne kann ich natürlich noch gehen. Hier im Regen sei Fleischbrote ist natürlich auch eine super Methode. Aber jetzt machen wir hier das Ganze
rohe Fleischmold zu gebrotenem Fleisch. Dann müssen wir halt die ganze Zeit STRG und nach vorne drücken für Fleisch und dann wieder nach vorne, um es wieder wegzumachen. Ansonsten, wenn ich nur nach vorne drücke, hat das halt ewig in der Pfanne drin. Jetzt wieder zurück. Ja, das ist schon etwas ätzend, muss man dazu sagen. Aber wenn das alles beendet ist, habe ich jede Menge köstliches gebratenes Fleisch. Da muss ich nicht mehr auf das ekelhafte rohe Fleisch zurückgreifen, sondern habe jetzt auch statt 10 von rohem Fleisch, habe ich jetzt auch 15 Lebensenergiewiederherstellung durch das andere Fleisch, durch das gebratene. Heidewitzka, dann kann man ja Stunde dran schaffen hier. Gewittererleid. Ja, das Tauschsystem bei Gothic Ends ist dann auch etwas lahmarschig, wenn ich jetzt gerade denke, dass ich ja zum Händler gehe werde. So, jetzt habe ich alles durch. Da haben wir es doch. Gebratenes Fleisch. Lebensenergie 15 und von rohem Fleisch nichts mehr zu sehen. Ausgezeichnet. Das ist doch jetzt schon mal super Queller. So. Sogar hier unter der Plane regnet es durch. Also so toll ist es jetzt auch nicht. Aber die Hütter sind schon ziemlich ranzig, muss ich dazu sagen. Hey Fletcher, was geht? Hey du. Wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag, So, und warum nicht? weil ich gar nicht da bin. Wo bist du dann? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Ach, Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist, hat Torus mich hier eingesetzt. weißt du, wo Nick geblieben ist? Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden. Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Okay, dann machen wir doch mal wegen Neck. Wir helfen ihm nochmal aus der Patsche. Wegen Neck. Ja, Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja. was? Wo ist er? Er ist Futter für die Ratten. Nein, verdammt. Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Was ist denn dein Problem? Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Sketty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, leider habe ich jetzt an mir viel zu holen gehabt bei der Sache. Jetzt gucken wir doch gerade mal hier. Verschwundener Gardist haben wir jetzt hier. Der Butler im Arena-Viertel wissen vielleicht, wohin Neck verschwunden ist. Ja, das habe ich eigentlich schon aufgeklärt hier, das Ganze. Alter, der läuft doch, als ob er einen Stock im Arsch hätte, der Typ. So, wir könnten jetzt aber auch nochmal hier speichern. Und ich probiere mal hier reinzukommen. Okay. Oh, scheiße. Das war nicht klug. Das war nicht klug. Wir sollten vielleicht warten, bis der Typ ganz verschwunden ist. Bis Fletcher nicht mehr in Sichtweite ist. Hier ist auch nur ein Gardist in der Nähe. Das sieht es eventuell nicht. So. Da können wir reingehen. Und was haben wir dann hier aber? Lohnt sich das überhaupt? Nicht wirklich. Das ist der Platz für die Erzbarone. Also dafür lohnt es sich nicht, verdroschen zu werden. Von daher, so. Gehen wir da entlang. Ich glaube aber, da ist auf jeden Fall was sich lohnt. Und zwar haben wir hier Kist. Da geht kaum jemand dran. So, jetzt gucken wir nochmal. Rechts, rechts, links. Nee. Okay, da ist jeder Dietrich kostbar noch am Anfang. Von daher machen wir das. An die Kiste geht keiner dran. Da beschwert sich auch niemand. Dann ist es auch vollkommen legitim, dass ich mich jetzt so dran wag. Zack, zack, zack. Speichern wir nochmal. So, geht nochmal dran. Rechts, rechts, links, rechts, links, links. Sehr schön. Rohstahl kriegen wir hier 20 Stück.
Und dann kriegen wir auch noch grobes Schwert für 20. 100 Erz ist es wert. So. Gucken wir uns das mal an. Grobes Schwert benötigt aber Stärke 20. Das ist schon happig. Okay, dann fangen wir doch mal an, das Zeug zu bearbeiten. Dafür brauchen wir Schmiedefeuer, um den Rohstahl erstmal zu bearbeiten. 1 und 2. Und die Nummer 3. Ja, das machen wir jetzt so lange, bis wir nur glühende Eisen haben. Das ist halt schon etwas schade bei Gothic Ends, dass man wirklich nur die stinknormale grobe Schwerter mit Rohstahl schmieden kann. Das finde ich wirklich etwas schade. Da hat man in Gothic 2 dann was Besseres eingeführt, dass man dort dann sich im Handwerk anschließen kann und so dann auch bessere Waffe schmieden kann als Krieger zum Beispiel. Und ich persönlich liebe das hier in Rollenspiele, dass ich mein eigenes Zeug crafte. Bin ich ein tierischer Fan von, muss ich echt sagen. Von daher fand ich das schön in Gothic 2, dass man sich dann so einen Handwerksberuf aussuchen konnte. Alchemie für, als Magier natürlich, dann Schmied als Krieger ist sehr praktisch. Und da gab es dann noch ein Handwerk, ich bin mir aber nicht sicher, welches das war. Auf jeden Fall war das sehr praktisch und ich muss sagen, wenn ich in Gothic 2 auch eine Kriegerklasse spiele, dann mache ich dann natürlich auch Schmied. So, jetzt gehen wir nochmal ganz noch hin. Da haben wir jetzt statt Rohstahl, wo ist es dann? Da ist er. Glühender Stahl. Und den können wir jetzt schmieden. So. Das geht natürlich recht fix, wenn man da jetzt die ganze Zeit STRG und noch Over drückt in der Dauerschleife. Also ich weck jetzt mal alle Butler mit meinem Rumgehämmer. Wundert mich, dass noch keiner rausgekommen ist und mich abgeschwadert hat. Okay, nachdem wir das jetzt haben wir hier glühende Klinge. Die muss jetzt erstmal in den Wassereimer gedunkt werden. Zack, zack, das kriegen wir auch relativ fix hier. Ach ja. Aber ich finde schon, Schäfer, so Spiel von 2001 ist das schon relativ innovativ, dass man wenigstens Ding schmieden kann. So, jetzt habe ich Klinge und die müssen jetzt nur noch am Wetzsteg geschärft werden. Kann ich jetzt natürlich ganz langsam und in aller Ruhe machen. Oder ich mache halt den hier. Hey, du. Wer? Ich? Du weißt genau, mit wem ich rede, Bürschchen. Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Also, warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Okay. Aber danke für die Hütte, Fletcher. Sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch schon mal eine Hütte gekriegt. Gegenüber von der Arena mit dem Vordach. Das ist dann unser Hütte. Da können wir uns das Ganze einmal bei Tag angucken hier im alten Lager. Bin ich sowieso stark dafür, weil du dann auch die meisten Gardisten und Auftraggeber natürlich draußen sind. So, jetzt haben wir geschmiedet und haben insgesamt grobe Schwert zuhauf. 20 Stück haben wir jetzt da davor. Das bringt uns auf jeden Fall schon mal ordentlich Kohle ein. Ja, gesagt, das gegenüber von der Arena mit dem Vordach sei frei. Also gehen wir mal dort hier. Das ist jetzt unsers. Da haben wir dann hier noch eine Truhe, wo nichts drin ist. Hier noch so ein verranzter Kochkessel. Eine gute Schinke gibt es auch noch als Einstieg. In der Truhe ist auch nichts drin. Da könnten wir aber Zeug verstauen. Und jetzt können wir uns erstmal hier in die Koje hauen. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Jetzt hören wir hier die Schelmmusik. Wieder ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Hallo Guy. Hoi. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Es ist gerade eine Hütte frei geworden. Okay, was sind denn die Vorteile vom alten Lager? Was sind die Vorteile des alten Lagers?
Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Was ist, wenn sich 2 Leute bekämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Was ist, wenn 2 Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Okay, was sind denn hier die wertvolle Lager? Was Ware? sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Ja. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Das ist ja klar. Okay. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Gut, wie sieht's beim neuen Lager aus? Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Okay. Wie sieht's da mit der Sekte aus? Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da, aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der 3 Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Okay, und was zur Hütte kann ich für mich nehmen? Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Wie er schon Die drauf Hütte da oben zeigt. mit dem kleinen Vordach ist frei. Okay, super. Haben wir jetzt schon von 2 Stellen offiziell gesagt kriegt. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch wieder meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.